Okay, jeder steht an einem Ende. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Ach so, dann müssen wir erstmal zu den anderen schalten. Und zwar zur Nima. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Dann haben wir, was haben wir da? Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Schaltkästen oder sowas. Ach so, jetzt sehen wir mehrere. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Ach so, brauchen wir noch einmal anscheinend. Jetzt schalten wir mal zum Billy. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Wonach genau suche ich doch? Große Rohre, Schaltkästen, Tanks, Leitern. Sogar die Richtung des Gangs kann helfen. Suchen Sie weiter. Ach so, gut. Wie schaut's denn beim Jerry aus? An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Da haben wir. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Okay. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Der Gang scheint recht winklig auf einen anderen zu stoßen. Okay, schauen wir nochmal auf den Plan. Heute. Was meinst du, Jess? Wieder? Klar. Was meinst du, Jess? Wieder? Klar. Die da. Was machen wir da? Weise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ach so, das wird, Ich glaube ich, werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. komplizierter. Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Ach so, da müssen wir uns länger beschäftigen. Nochmal zu Nima. Gut, da haben wir. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Ein großes gelbes Rohr. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Schaltkästen oder sowas. Rechts der Der Schaltkasten. Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Okay. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht.
Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Jetzt haben wir die Durchstriche. Also ganz versteht du es noch nicht, wo wir da treiben. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen, Und was ist, wenn wir das so klicken? Wir könnten hier sein. die sehen alle irgendwie gleich aus. Und wenn wir den Ich Streich glaube haben? nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ganz sicher. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Oh, wir wo geht müssen der hin? uns diese Route merken. Was ist los? Sie haben Angst vor der Leuchtfackel. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Und wir sind schon wieder auf der Flucht. Schnell. Jesse! Jerry, Beeilung! Schnell auf. Bevor es uns erwischt. Was hab ich getan? Ich hab sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller sein. Können Sie uns hinbringen? Ja, können wir uns da irgendwie orientieren? Wie war das im Norden, oder? Sie müsste im Norden sein. Nahe der Flussmündung. Großer Fluss? Viele Wasserfälle? Ja, der große Fluss. Na gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir Ich sind? muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Inchen hat so viel verändert. Nima, diese Insel. Sie ist was Besonderes, oder? Für Sie, meine ich. Ja, sie bedeutet mir sehr viel. Erzählen Sie. Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer.
Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster. Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Verstehe. Sie und Ihre Familie haben auf dieser Insel gelebt? Meine Familie, alle, mein ganzes Volk. Für Tausende von Jahren war dies unsere Heimat. Was bedeutet Ihr Name? Er bedeutet kleiner Fisch, wie die, die so viele Farben haben. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erschien. Keine Kosten gescheut. Dr. Hammond, der Mann, der das alles geschaffen hat. Ihm gehört Ingen. Er sagt immer, er würde Unsummen dafür ausgeben, damit dieser Park ein Erfolg wird. Also hat er alles für die Saurier ausgegeben. Nicht für mein Volk. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Das war sicher eine schwere Zeit für Ihren Vater. Er wollte nur das Beste für unser Volk. Er war zu vertrauenswürdig. Er wurde ausgenutzt. So, die quatscht uns da ganz schön voll. Er scheint ein mutiger Mann gewesen zu sein. Standen Sie sich nah? Damals auf der Insel, ja. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Mein Vater war ein Awa, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Was ist Sibo? Der Berg da. Er ist wie ein Haus, hat mein Vater gesagt. Mein Volk glaubte, dass die Tiere der Welt ihn errichtet haben. Sagte mein Vater immer, Nima, kleiner Fisch, schwimm nicht so weit. Draußen kann ich dich nicht fangen. Als Ingen kam und wir nach Costa Rica ziehen sollten, wurde ich sehr wütend auf meinen Vater. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört, aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Sie erinnern mich an Jess. So war es bei uns auch, zumindest vor der Scheidung. Ich nahm sie ins Museum oder in den Zoo mit. Und sie ist immer auf alles draufgeklettert. Sie kletterte so gerne. Sie konnte gar nicht anders. Auf Sachen rauf, in Sachen rein. Einmal ist sie in ein Tigergehege geklettert, mit einem echten Tiger drin. Aber jetzt nicht mehr? Nein, seit der Scheidung ist alles anders geworden. Er hat mich immer an meine Sturheit erinnert. Dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. Ich werde sie bald nicht mehr beschützen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, schmuggeln Drogen. Oder schlimmer, manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Sie haben Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist ein Söhnername. Ich habe sie nach der Stadt benannt. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Ein neues Leben anfangen. Das ist ein guter Name. Und eine gute Stadt. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. So, jetzt reicht's aber. Dass sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war. Und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es... Ich will ja nicht gleichgültig erscheinen, aber ich muss wirklich Jess finden. Sie haben recht. Ich bin nicht immer so... como se dice... gesprächig. Gut, dann mal los. Genau. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich
Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Oh, die Lophosaurus. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den 4. von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Gut, die anderen quatschen. Sie kämpfen ums Überleben. Sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern Sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexpertin? Ich kann höchstens raten. Okay, Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? ich glaube, da Ich habe was gehört. erwartet uns noch irgendwas. Alles okay. Jess! Gott sei Dank. Die sind auch schon da. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhält, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all Ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio. Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Was treibt's denn? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht's hier hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura.